So, guten Morgen miteinander. Aufnahme 2. ähm, Vorher hat Fraps irgendwie einfach mein Mikrofon nicht erkannt. Ich weiss nicht wieso. Whatever. Ich habe da meine Fragen aufgeschrieben, die ich bekommen habe. Ganz schön, gell? Ähm, sorry, da noch ein bisschen. Tü. Nein, fertig, scheiße. Gut, jetzt. Ich habe mich gefreut über die vielen Fragen. Ich möchte die natürlich auch beantworten. Ich bin gierig drauf. Erfahren mein Privatleben. Nein, ich fühle mich da natürlich geehrt, dass ihr so Zeug wissen wollt und bedanke mich da für die vielen Fragen und ich finde das cool. Einfach fragen, wenn ihr was wissen wollt. Ich sage dann, das ist zu privat. Nein. Also, die erste Frage, ich habe es gerade nach Video, also gerade so aufgeschrieben, ob ich allein wohne oder bei den Eltern. Diese Frage kann ich gerade mit meinem Alter und mit meinem Job zusammen beantworten. Also, es ist ja so, ich bin 25, mache gerade ein Praktikum im Behindertenbereich, einfach weil ich ein bisschen orientierungslos bin, was ich genau machen will. Aus diesem Grund wohne ich noch daheim, weil ich Praktikumslohn habe. Immer noch, ja. Es war immer so ein bisschen Hin und Her in meinem Berufsleben. Ich habe zuerst Bäcker-Konditorlehre gemacht, 3 Jahre. Dann 2 Jahre Praktikum als Kleinkindererzieher. 2 Jahre, ja eben. Und dann 3-jährige Lehre als Kleinkindererzieher. Also ich habe jetzt 2 Ausbildungen und arbeite gleich noch nicht auf meinem Beruf. Ich bin jetzt gerade am Umschauen, ob es mit Behinderten für mich recht ist. Und im Moment gefällt es mir so wirklich. Also es sind schwere Mehrfachbehinderte, so Leute, die eigentlich... Die meisten sind im Rollstuhl, ein paar können laufen und ein paar sind auch wirklich im Bett. Also die können nicht in den Rollstuhl, sind so deformiert. Ja, ich möchte da nicht weiter darüber erzählen. Schaut auf jeden Fall mal rein in den Beruf, das ist wirklich etwas Gutes. Es sind auch nur Menschen und sie brauchen auch Sachen, wo ich halt ihnen gebe. Dann so. Ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Dann, eben, ich wohne noch daheim, ja, das habe ich ja gesagt. Dann die beste Frage, ob das Haare im Gesicht sind oder ob das eine Krankheit ist, Dario. Soll ich jetzt da wirklich darauf antworten oder soll ich einfach so ein bisschen fiese Sachen sagen wie, ja weisst Dario, das kommst du nie über, weil du ein Mädchen bist? Nein, komm, lassen wir das, du weisst genau, was los ist. Meine Ausdrücke Peace und Eid und whatever ist nicht so speziell, aber Peace, lange Geschichte, nein. Das hat so in der Sek hat das angefangen bei uns, in meinem Kollegenkreis. Wir haben immer so spezielle Ausdrücke gehabt. Wir haben uns begrüßt, indem wir gesagt haben «Huans» und «Chuas», also «Tschüss, Chuas» und ja, speziell einfach so «Huas». Und dann hast du gewusst, okay, den kenne ich. Wenn du von weitem in Zürich warst, bist du so «Huas», also «Alt». Ja, und das «Peace» ist so ein bisschen entstanden von einem anderen Kollegen. Der hat immer gesagt, zum Verabschieden «Peace», auch am Telefon oder hat im SMS geschrieben «Peace dann». Und das hat sich bei mir dann auch ein bisschen aufgenommen. Ja. Das Eid ist so ein bisschen, das habe ich überall umgebracht, habe ich das Gefühl. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich so ist. Ich habe es vom Ali G. Ich glaube einmal, ich habe es vom Ali G oder von einem albanischen Kollegen, der immer gesagt hat, Eide, Eide. Vielleicht ist es auch dort entstanden. Auf jeden Fall bedeutet es alright. Weißt du, alright. Ist auch jamaikanischer Slang, Patois. Ich habe mal Dreadlocks und so, vielleicht wissen das die einen. Ja, ich habe bis zum Arsch aber Dreadlocks gehabt. Sie hängen sonst immer noch dort oben, falls ihr es mal sehen wollt. Ich glaube es zwar nicht, sie sind staubig langsam, aber ich kann mich nicht trennen von ihnen. Ja. Tattoos, Kind des Karas. Oh, warte, ich muss da ein bisschen hängen. Das eine ist ein Phönix. So ein bisschen Sinnbild für Wiedergeburt und Feuer. Und eben Feuer ist mein Element. Das andere ist mein Sternzeichen, Waage. Oktober geboren und ja. Waage ist natürlich eben, das war mein erstes Tattoo, ich habe mir überlegt, etwas, das ich immer wird sein. Und aus dem Grund ist, sorry, ist das Tattoo mit dem Sternzeichen das naheliegendste gewesen. Und der Phönix habe ich einfach, ja, ich bin Zucker. Und ich habe im Final Fantasy 7 entdeckt, den Phönix, das mystische Tier. Seitdem immer wieder ein bisschen gesehen und begeistert gewesen. Und Harry Potter an der Nein ist so gesehen. Also ja, die einen Filme habe ich auch geschaut, weil ich alle Bücher gelesen habe. Aber die Filme sind scheiße, sorry. Und ja, der Phoenix, der gefällt mir einfach. Er ist so geil. Ich finde ihn einfach cool. Wie ich zu Minecraft gekommen bin. Eben, ich war ein bisschen orientierungslos gewesen, so,
Ja, ich bin 3 Monate oder 4 Monate sogar, habe ich nichts gemacht, bin daheim rumgechillt. Einfach so ein bisschen mir im Klaren müssen werden, was will ich eigentlich in meinem Leben. Und somit bin ich viel auf YouTube gsi, am Rumsurfen. Ich habe dort noch nicht Let's Played, bin nicht mal auf die Idee gekommen, ich habe nicht mal gewusst, dass es das gibt. Und ja, dann bin ich per Zufall auf, ja, wie kann es auch anders sein, auf den Gronk gestoßen, habe das gesehen, habe mich in Minecraft verliebt, habe dann, also bei Folge 120 habe ich eingeschaltet und ich so, was ist das? Noch nie etwas gehört und so. Dann herausgefunden, eben Minecraft, bin auf die Seite, habe mich informiert, so, okay, cool. 14 Euro noch, ja, voll easy. Und seitdem bin ich am Minen, Schächteln, am Bauen, am süchtig sein nach Gold und Erde und Stein. Ja, also durch den Gronk bin ich auf Minecraft gekommen. Habe dann auch kurz mal seine LPs geschaut und dann habe ich gemerkt, es gibt mehr Let's Player und dann habe ich gefunden, ja, ich schaue mal bei den anderen noch rein. Und, ach, es wäre schon geil, das selber zu machen und dann habe ich es halt einfach mal probiert. Und das ist rausgekommen. Mhm. Warum Exitus 19? Das ist auch so eine lange Geschichte. Ähm, ja, Exitus ist latinisch. Ich habe das mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo. Mortem ist glaube ich tot, also Postmortem heißt ja nach dem Tod. Leben, ich weiß es nicht mehr, Vita oder Viva, irgend so etwas heisst Leben. Auf jeden Fall ist der Exitus dort zwischen Leben und Tod. Die Millisekunde, also so, die Millisekunde, wo man stirbt, wo der Wechsel ist, der Exitus, der Todeseintritt. Nicht tot, nicht lebendig, der Exitus ist man dann. Das bin ich. Und 19. Ist ja oft so, dass man eine Zahl braucht, wenn man irgendwie den Namen schon vergeben hat oder so, oder? Ist klar. Und da ist einfach bei mir das 19. Weil das ist aus so einer Buchserie von Stephen King, Der dunkle Turm. Leset das mal, das ist wirklich geil. So ein bisschen Fantasy, Horror, Wild West, alles miteinander gemischt. Ein bisschen Science Fiction hat es auch noch drin, also wirklich geil. Auf jeden Fall ist dort der Roland, der Hauptcharakter. Mein Vater heißt auch Roland, schon mal so, lesen. Dann kommt die Zahl 19 vor. Vielmal kommt 19 vor. Dann, mein Vater hat am 19. Mai Geburtstag, also schon wieder das 19, Roland und 19 und sich so, mystisch, prophezeiisch und was auch immer. Somit ist 19 in mein Leben gekommen, ich begegne mir immer wieder, das ist so meine Zahl 23, wenn euch das etwas sagt, das ist das 19. Ähm, was ich in meiner Freizeit mache, ja, halt eben viel zocken, ich tue sehr viel zocken, ja, es ist auch nicht immer gut, ich weiss. Ich habe natürlich auch Kollegen, die ich ab und zu etwas mache. Gestern bin ich zum Beispiel gerade dort gewesen, haben wir ein bisschen zusammen Bier getrunken, ein bisschen geredet über mein LP-Zeug, ein bisschen geredet über was er so mit seinen Katzen macht, die er neu hat. Und ja, halt einfach ein bisschen schnurren und dann haben wir noch ein bisschen das Tabletop für ausgepackt und so und das ein bisschen gespielt. Ja, und eben Exitus, habe ich gar nicht gesagt, das war schon immer mein Gamername gewesen, auch bei so Spielen. Bei Tabletops habe ich immer Exitus schon genommen, seit ich 13, 14 bin. Ein gesuchter Stecherverbrecher. Mal ehrlich. Ich bin Gamer, ich bin Let's Player. Frauen und Let's Plays. Schwierig, sehr schwierig. Nein, im Moment, ja, ich hätte gerne eine Freundin, aber im Moment brauche ich sie nicht. Ich habe genug anderes zu tun. Also, Frauen und so, ja, ist gut mal Wochenende etwas Schönes machen miteinander, aber ja, das lange dann auf dem Moment. Der Barney Stinson. Eben, er ist auch so einer, so Macho. Ich finde, zum in dieser Serie schauen, ich finde es ultimativ lustig, dem zuschauen mit seinem Playbook und allem. Ich finde ihn geil. Aber in Real Life, wenn ich echt so einem Typ würde begegnen, also ich glaube, ich würde ihn runterfusten, weil so etwas hinterlistig, niederträchtiges, am Rumlügen und so, also ich weiß nicht, in Real Life, wäre kein Kollege von mir. Ganz sicher nicht. Und dann ein Haustier, ich glaube, sonst habe ich alles. Ja. Haar im Gesicht, ja, Haar im Gesicht. Nicht mehr, ich habe eine Wunde im Gesicht, weil ich zu fest rasiert habe. Voll übel. Muss ich noch ein bisschen üben, weil ich lasse mir immer 2 Wochen lang den Bart wachsen und dann muss ich mal wieder den Urwald abholzen. Ja. Und tschüss miteinander, sagt euch der Polizist Exitus. Und natürlich der König Exitus auch.
Ich mache mir jetzt eine schöne Gurkenmaske, man sieht sich. Tschüss. Ha, 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 ha. Lassen wir den Scheiß jetzt, hä? Peace miteinander. Peace. Voll cool. Wenn ich mein zweites Auge sehe, habe ich wieder die Maske an. Ah nein. Peace miteinander. Ich habe fertig rumgefreudelt, ja. Hey, ich bin schnell für die Maske. Ach. Also, einen schönen Tag.